Joseph und Delvin waren die einzigen, die was damit anfangen konnten. Tja, wie machen wir denn das jetzt? Ein scharfes Messer. Ich kann meine Ausrüstung auch später... Weiß nicht. Da geht auch nix. Dina und Johann haben die Lampen gebaut. Ich konnte das nie... Also Vorräte braucht man nicht. Da findet man auch nichts. Vielleicht doch drüben. Zuverlässig Strahl... In den Lampen nix. Flackernder Buchstabe. Der sieht noch schlimmer aus als der Rest. Ich hoffe, das ist kein böses Zeichen. Rütteln. Oh, ich glaube, er hat sich bewegt. Mann, jetzt lass dich doch nicht von einem einzelnen Buchstaben verunsichern. Reparieren. Wäre er nicht kaputt, könnte ich nicht rüberklettern. Dieses rote Glas ist viel zu dick. Die Konstruktion viel zu wackelig. Entweder breche ich mir die Hand oder Salvador kommt nicht mehr zurück. Ach nein, das wäre beides nicht nett. Können wir vielleicht da irgendwas machen? Nein, hier gibt... Dafür ist das Glas zu dick. Mit dem Bohrer vielleicht, der kann doch schneiden. Mal sehen. So, ein kleines rundes Stück Glas und leuchtend rot. Das klappt ja immer besser mit dem Bohrer. Rote Scherbe. Können wir die hier nehmen? Nun sollte der Bohrer stärker sein als mit dem Blaufilter. Ach so. Mit der einfachen Scherbe geht das einfach. Und wenn wir jetzt nochmal rumbohren. Diesmal musste es klappen. Ich hatte das Netz mit der Batterie und ich hatte das Filtermodul mit dem roten Glas. Und eine blühende Fantasie. Ich weiß nicht, wo Sie dieses Wissen über Laser herhaben, aber rote Laser sind energieärmer als blaue. Und wie dieses Membrannetz von Ihnen funktionieren soll, ist mir ebenso ein Rätsel. Ich habe so viel riskiert, um heute hier zu sein. Und du glaubst, ich würde mir das alles bloß ausdenken? Bist du wahnsinnig? Wir sitzen in einer Ruine und du schießt Wände ein. Die Tür ist jetzt auf. Warte mal. Wie hast du das gemacht? Ich habe die Energiezufuhr konzentriert und die Farbfrequenz mit einem improvisierten Modulator manipuliert. Interessant. Das ist sogar sehr interessant. Komm mal her. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich will dir nur etwas zeigen. Also komm her. Hey, was soll das? Ich brauche den Bohrer noch. Das ist, damit du da unten das Fundament nicht einreißt. Die Membran kannst du behalten. Und jetzt geh mir aus den Augen. Hat jetzt uns den Bohrer genommen, also nichts mehr mit Laserkanone. Aber die Tür ist auf. Nigel? Hallo? Aha, was haben wir denn jetzt? Das ist das Wasser von den Straßen. Hoffentlich halten die Wände, solange ich noch hier unten bin. Oh, da ist der Kristall. Das ist Nigels Kristall. Er hat sich beim Sturz in den Stein gebohrt.
Ich komme nicht ran. Ich bin doch nicht lebensmüde. Steckplatz. Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Welche Signallichter? Ein Steckplatz für Ach so, da. Und das Sockel? 3 merkwürdige Sockel lehnten an der Wand. Lassen Sie mich raten. Das waren Teleporter. Sie stellten sich auf einen, murmelten was in ihr komisches Funkgerät und schwupps waren sie auf einem anderen Planeten. Nein, das waren verrostete Regale. Oh, schade. Hier ist ein Knopf, der nichts macht. Vielleicht hat er keine Energiezufuhr. Da ist eine Lampe. Das ist eine Signalleuchte. Nehmen. Terminal. Kein Strom. Tja, Faye, das war zu erwarten. Das sind mindestens 15 Meter. Ganz unten kann ich eine Treppe sehen und 2 Schaukästen oder so. Aber die Leiche von Nigel ist nicht zu singen. Ranken. Das untere Ende hat sich fest um das Geländer gewickelt. Ich glaube, da habe ich etwas Besseres als meine Hände. Haben wir da was? Der Schraubenzieher vielleicht? Nick. Vielleicht das Paddel? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Oder mit dem Messer. Ich mache das besser von weiter oben. Hoffentlich hält der Schutthaufen mein Gewicht. Puh. Geschafft. Jetzt muss ich nur noch... Und hepp. So viel dazu. Jetzt muss ich nur noch wieder nach... Au. So. Die ist runtergepoltert. Und wir können jetzt da oben, weil wir die Ranke abgeschnitten haben. Aha. Rinnsale. Das ist das Wasser von oben. Kalt. Steine. Steine. Noch mehr Steine? Ja. Da haben wir nichts Interessantes. Was ist in den Schaukästen? Im linken Schaukasten stand ein alter Bildschirm, dick und klobig, wie dein Gerät da in der Ecke. Klingt, als wären Sie in einem Medienarchiv gelandet. Ha, das ist toll. Man hat mehr Mühe in die Aufbewahrung alter Maschinen investiert, als in die Erhaltung des Klimas. Dieses eine Mal will ich Ihnen glauben. Im linken dick und... Klingt... Ja, haben wir schon gehört. Und im rechten Schaukasten? Im rechten Schaukasten war eine große schwarze Scheibe mit einer Widmung. Für Elise. Das war eine Schallplatte. Wissen Sie, damit... Wirklich entzückend, wie Sie versuchen, Ignoranz vorzugaukeln. Schallplatten gibt es überall. Das kann nicht Ihre erste gewesen sein. Vermutlich war es sogar die letzte. Und da hinten geht's weiter.
Maschine. Und das Schloss. Turbinenkammer. Schauen wir uns mal die Maschine an. Hallo? Ist da jemand? Ach, ein Nutrimat. Wusste gar nicht, dass es die schon so lange gibt. Ein Nutrimat. Red Curry Cola. Neu. Passiert nichts. Ein elektronisches Schloss. Wie seltsam. Können wir das vielleicht knacken? Bestimmt nicht. Oder mit dem Messer? Nee. Nicht. Was ist das für eine Klappe? Terminal. Hierüber hat man Zugang zu den Turbinen. Aber es wird kein Strom drauf sein. Oh je, das sieht ja kompliziert aus. Was ist wohl die Aufgabe dieser ganzen Schalter? Die Farbe der kleinen Lampe über dem Schalter hat sich verändert. Und der Schwimmer rechts hat sich bewegt. Vielleicht sollte ich ausprobieren, was passiert, wenn alle Lampen grün leuchten. Oh weia, es klingt nach ein Rätsel. Oh, die Sicherung ist rausgesprungen und alles wurde zurückgesetzt. Scheinbar darf der Schwimmer nicht zu weit ausschlagen. Ach so. Der Schwimmer ist schon wieder zu weit. Ich muss die Schalter wohl in einer anderen Reihenfolge. Keine Panik. Nick. So, Nick. Vielleicht so. Können wir da aber nichts machen, oder? Irgendwas funktioniert da nicht. Und jetzt? Das kann man zurücksetzen. Darum geht nichts. Aha.
Gut, der geht 1 auf T. Der geht 2 auf T. Und wie haben wir das gemacht? Den ersten und den vierten brauchen wir. Dann bauen wir den fünften, der geht ganz oben. Dann brauchen wir. Der geht uns auf T. Der geht auf T. Der geht 3 auf T. Der geht 2 auf T. Der geht 3 oben. Dann Dammer. Und auf T. Ganz oben. Na, und oben ist der gegangen. Geschafft. Wenn ich jetzt den Hauptschalter betätige, sollte es wieder Strom geben. Puh, auch das noch, ein Kurzschluss. Ja, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Aber Kurzschluss. Jetzt werden wir erst einmal speichern. Dann schauen wir mal weiter. Müssen wir da schon wieder ohne? Die Turbinen laufen. Jetzt muss ich nur noch den Strom ins Gebäude bekommen. Und wo? Da wahrscheinlich nicht. Am Ende des Raumes war eine schwere Panzertür. Jemand versteckte sich auf der anderen Seite. Das wussten Sie? Ich spürte es, ja. Es war die gleiche Person, die vorher meine Sonde gestohlen hatte. Und woher wussten Sie das? Gut, das konnte ich da noch nicht wissen. Aber darf ich jetzt vielleicht weitererzählen? Ist es Nigel auf der anderen Seite? Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Hier ist das dunkel. Ganz hinten sehe ich einen beleuchteten Fahrstuhl. Der Rest ist stockfinster. Wenn sich jemand hinter dieser Tür verstecken sollte, dann wäre es mir lieb, er oder sie würde sich zu erkennen geben. Nein? Also gut, dann nehme ich jetzt mein Messer und mein Plasmagewehr und sehe mich hier weiter um. Ich will meine schwer bewaffneten Freunde nicht noch länger warten lassen. Hat ja wunderbar geklappt. Aber wenn der die Sonde hat, können wir vielleicht den auffunken. Hey, ich habe eine Verbindung zur Sonde und... Oh. Uah! Weg! Aus! 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 Wer ist da? Hey, ich weiß, dass jemand da ist. Sprich mit mir. Lass mich in Ruhe! Was willst du von mir? Ist es Nigel? Wer bist du? Wer ich bin? Weiß nicht. Wer bist du? Ich bin Faye. Gibt es hier noch mehr Überlebende? Ja, viele Freunde. Ich habe viele Freunde hier, Faye. Was ist hinter dieser Tür? Das Magazin. Mein Zuhause. Ist Nigel hier irgendwo? Wer ist Nigel? Ein älterer Mann mit Bart und Brille. Erst vorhin. Er muss hier unten irgendwo sein. Nein, hier ist niemand. Du sagtest doch eben, du wärst nicht allein. Ich sagte doch, hier ist niemand. Lass mich in Ruhe. Ich gehe dann mal wieder.
Hier ist das ganz hin. Einen Strom müssen wir auch noch herstellen. Bist du noch da? Ja, Ich gehe dann mal. Aber wir können noch nichts machen. Normalerweise zieht man hier seine ID-Karte durch. Der Nutrimat berechnet dann den individuellen Tagesbedarf und gibt die notwendigen Rationen aus. So bekommt jeder, was er braucht. Wenn wir einen Schraubenzieher einstecken, kriegen wir vielleicht auch das, was wir brauchen. Oder vielleicht das Messer. Nee. Mehr haben wir ja nicht. Weiß nicht. Keine Ahnung wie. Jetzt schauen wir erst einmal, dass wir da einen Strom kriegen. Aber wo? Läuft eventuell das Terminal da rum hat?